Jemand hat ein Video über die Schweizer YouTube-Szene gemacht und zwar, wer sind Schweizer YouTuber von Sefte Allmann? Oha, wir gehen rein, bin mir sehr, sehr interessiert. Ich habe gesehen, ich habe kurz reingegüchselt und ich habe gesehen, das ist noch gut gemacht, das Video, also wir gehen rein, Digga. Ich habe absolut nichts gegen den erwähnten YouTuber. Das Video tut nur die Stereotypen von der Schweizer YouTube-Szene betonen. Bitte nehmt meine Witze nicht zu ernst. Okay, Digga, okay. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Moin. Sefte Allmann und ich bin selbsternannter Experte von der unglaublich interessanten Schweizer Flora und Fauna. Heute werden wir das Verhalten und Lebensweise von einer sehr exotischen und seltenen Spezies genauer anschauen. Und zwar die vom Bünzlus mit Clautus. Oder auf Deutsch gesagt, Schweizer YouTuber. Bünzlus mit Clautus. Bünzlus mit Clautus, das bin ich also. Aha, okay. Oder auf Deutsch gesagt, Schweizer YouTuber. Salut zusammen! Sie sind sehr spezielle Lebewesen, Aha. die dringend unsere Hilfe brauchen, um vor dem Aussterben gerettet zu werden. Was könnten wir, bedeutungslose kleine Menschen, machen, um den Bünzlus mit Clautus Was ist denn das für ein sexy Boy? vor seinem schrecklichen Schicksal zu bewahren? Dann Ey! Die Antwort ist einfacher, als man sich's denken würde. Sie sind die einzige Spezies in der Schweiz, die Aufmerksamkeit in Energie umwandeln können. Genau, du hast es richtig verstanden. Zum Überleben brauchen sie nur, dass möglichst viel Aufmerksamkeit möglichst lang auf sie gerichtet wird. Das unglaubliche Phänomen, im Fachjargon Betrachtungsenergie genannt, kann mit folgender Formel erklärt werden. Betrachtungsenergie ist gleich Anzahl von Betrachtern mal Dauer von der Betrachtung mal die Variable c. Die Variable c ist von sehr großer Bedeutung, weil c steht für Cloud-Koeffizient. Der Cloud-Koeffizient variiert je nach behandeltem Thema, wo der YouTuber vorführt, um seinen täglichen Bedarf von Betrachtungsenergie zu sättigen. Also muss die Variable möglichst hoch sein. Ein typisches Material mit einem sehr hohen Cloud-Koeffizient ist Schweizer TikTok. Es ist naturwissenschaftlich bewiesen worden, dass Betrachtende sehr beeindruckt von dem Thema sind, was Bünzlis natürlich TikTok-Videos einfach jedes Mal. Easy Klicks, Digga. dazu motiviert, einen Trend daraus zu entwickeln. Wie gesagt, es ist wirklich sehr beliebt. Bünzlis Ja, moin. haben nicht nur eine sehr tiefe Verbindung zueinander, sondern auch zu der Natur, spezifisch zu ihren Lebensräumen. Sie können überall in der Schweiz vorkommen und können entsprechend in verschiedene Familien unterteilt werden. Ja. Beispielsweise gibt es den Bünzlus mit Clautus arrogantus oder den Zürcher. Bünzlus mit Clautus herzige Dialectus. Herziger Dialekt. Da gehören nicht alle zu. Chat, gehören nicht alle zu. Herziger Dialekt. Gehören nicht alle zu. Guter, schöner Dialekt gehört alle zu, oder? Chat, sagt ehrlich, bitte. Unterstämme sind zwar nicht konkurrierend, sie machen sich aber durchaus gern lustig über ihre Gegensätzlichkeiten. Glücklicherweise ist der Vorgang auch für Außenstehende sehr interessant und hat dementsprechend einen sehr hohen Cloud-Koeffizient. Say the line, Bart. Thurgauer sagen oh. Hat der Bünzlus mit Clautus schon alle die wertvollen Materialien verbraucht, aber ist er immer noch hungrig nach mehr Cloud? Aber er hat schon durchschaut. Und zwar, es gibt TikTok-Videos, ziehen sehr gut in der Schweiz und Videos über die Schweiz ziehen sehr gut in der Schweiz. Zwei Möglichkeiten. Er verwendet sie einfach nochmal. Hey, oh. Ja, okay, stimmt schon. Er wendet sich zu einer anderen Strategie, so alt wie die Zeit selber. Die Erwähnung von der Frau vom Stamm. Es ist offensichtlich, dass der Bünzlus mit Clautus eine Spezies mit 90% männlicher Anteil ist. Deshalb sind Weibli richtige Goldminen. Das bedeutet, entweder redet der Bünzli von ihr oder sie haben sie sogar persönlich mit sich dabei. Die letzte Methode ist jedoch nur für Stammmitglieder mit dem allerhöchsten Ansehen möglich. Vielleicht fragst du dich jetzt, Betrachtungsenergie übertragbar? Aber natürlich, die Bünzli mit Clautus haben genau aus dem Grund ein sogenanntes Cloud-Netzwerk eingerichtet. Ja. Bünzli sind sehr soziale Lebewesen. Ja. Wenn sie also sehen, dass es an einem Netzwerkmitglied an Betrachtungsenergie mangelt, helfen sie dem Mitglied mit sogenannten Collaborations sofort aus. Ganz einfach. Ich gebe es ehrlich zu, es hat mir sehr viel Freude gemacht, die rare Spezies genauer zu betrachten. Und das mache ich jetzt eben auch noch. Ich tue jetzt sozusagen mit meiner Reaction tue ich eben dir, weil ich sehe, du hast ein bisschen zu wenig Betrachtungsenergie. Du hast die Cloud-Koeffizient, hast du noch nicht so ausgeschöpft. Dann tue ich dir doch helfen. Weißt du? Sefte Allmann, dann tue ich dir doch helfen. Dann bin ich um von dir. Ich habe mich fast so gefühlt, als wäre ich bereits eine von ihnen. Aber halt die Mikrobudget-Version. Wenn du sie auch mal selber genauer willst betrachten, sind alle ihre Kanäle in der Beschreibung verlinkt. Wir alle zusammen für die Schweizer Natur. Folgt mir für weitere Naturdokumentationen. Sehr geiles Video, Digga. Sehr aufwendig, sehr cool gemacht. Also wirklich sehr ein nices Video. Ich bin natürlich auch verlinkt, oder? Ja, natürlich, gerade das drittes.
Boom, Alter! Da ist er Mann! Sehr, sehr cool. Ne, Kuss. Danke dir für Safety Allmann für das nice Video. Sehr, sehr cooles Video.